kommen zu einer Frau, die Sie jetzt schon den ganzen Tag begleitet, nämlich Frau Dr. Mabelia. Was sie jetzt zu tun hat, braucht man gar nicht erst zu sagen. Sie hat diesen Kongress initiiert und organisiert, schon in sich ein echtes Unternehmertum und eine unternehmerische Leistung. Frau Mabelia kommt aus Mailand, ist auch richtig gern Mailänderin, glaube ich, weil wir haben sogar die Stadt Mailand als Sponsor hier. Hat an der Freien Universität in Berlin promoviert, ist seitdem hier als Wissenschaftlerin und Journalistin tätig und hat zuvor den interdisziplinären Studiengang Philosophie, Politik und Wirtschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität besucht. Frau Dr. Mabelia, erzählen Sie uns ein bisschen, wie sind Sie auf die Idee gekommen? Auf die Idee bin ich gekommen, weil ich festgestellt habe, spätestens bei der Krise, bei der sogenannten Wirtschaftskrise, was eigentlich eine allgemeine Krise ist, dass einfach Kultur und Wirtschaft wieder zusammenkommen müssen. Und man kann es Medisch-Effekt nennen, man kann es nennen, die Leute müssen noch mehr miteinander sprechen, man kann es also unter verschiedenen Aspekten. Und ich habe nach der LMU wieder, weil ich nach einer gewissen Pause wegen Kindererziehung und andere Dinge, die man im Leben auch machen muss, bin ich eben zu der LMU nochmal gekommen, zu diesem interdisziplinären Studiengang. Und dann habe ich auch die Szene hier in Berlin, das heißt Peter Spiegel, Professor Faltin, also kennengelernt. Und die Idee ist einfach, dass man darf einfach nicht mehr sagen, warten wir oder die Politiker müssten oder es heißt einfach, wir sind Bürger, Bürgerinnen, nehmen wir einfach die Sachen in der Hand und versuchen, was Neues zu gestalten, ohne irgendwas von oben, von unten oder von der Seite abzuwarten. Und meine Idee, weil natürlich, man ist immer am besten, wo man sich auskennt, meine Idee war eben, bringen wir wieder, wie eben früher, Kultur und Wirtschaft zusammen und auch, nachdem ich von Professor Yunus häufig gehört habe, dass die Menschen, die Manager, aber alle Menschen mehrere Dimensionen haben, nicht nur das Money-Making, man muss sie nur fragen. Habe ich das gemacht und ich muss sagen, die Antworten, also die Reaktionen sind immer positiv. Verraten Sie uns, wie Sie es geschafft haben. Sie haben hier ein hochkarätiges Panel sitzen, hatten wunderbare Vorträge von Professor Faltin und anderen. Wie haben Sie alle diese Menschen zusammengebracht, heute hier nach Berlin zu kommen? So, gibt es da einen Trick? Nee, so wie ich mit Ihnen gemacht habe. Ich habe Sie einfach gefragt. Okay. Also, ich habe gesagt, ich will auch noch etwas klarstellen. Mailand ist nicht Sponsor. Mailand ist Schirm. Ja, also für Kultur hat keiner Geld. Aber das haben wir auch trotzdem zustande gebracht. Es ist so, dass also es ändert sich langsam etwas und ich muss sagen, spätestens wenn Sie eine PowerPoint-Präsentation brauchen, da brauchen Sie immer so ein gutes Zitat. Also von einem Philosophen oder von einem Literaten. Dafür ist man noch also wichtig. Aber was auch sehr wichtig ist, ich habe inzwischen auch Projekte gesehen von Culture Entrepreneurship, die wirklich funktionieren. Und das ist zum Beispiel, ich mache mal ein Beispiel, diese Flughafen Heathrow hatte wirklich einen sehr schlechten Start. Und wie die Engländer nun mal sind, oder die Briten, die haben einfach den Literaten Alain de Botton eingeladen, der Schweizer, der in England lebt, praktisch eine Woche seinen Schreibtisch in eine Halle, in eine Flughafenhalle zu stellen und dann jeden Tag Geschichten zu schreiben, also von Passagieren oder von Betrieben, so wie er wollte. Und daraus ist ein wunderschönes Buch entstanden. Das ist nur als Beispiel, dass man wirklich sehr viele Projekte initiieren kann, die Wirtschaft und Kultur oder Literatur, Philosophie und Wirtschaft, nicht nur Kunst als jetzt Investment, sondern eben solche wieder zusammenführt. Und das wollte ich noch sagen, was Berlin angeht. Ich finde, Berlin ist wirklich die Stadt, wo diese Medisch-Effekte, wie Professor Faltin schon sagte, also hier, ich weiß nicht, hier sind keine medische Ansicht, aber hier sind die Bedingungen, weil ich muss sagen, wie ich gesagt habe, ich habe sie angerufen, sie waren dabei. Ich habe alle diese Menschen, also noch viel mehr, ich musste inzwischen Menschen absagen oder sagen, es ist kein Platz mehr, wie Sie wissen, weil Berlin ist diese eben Ursuppe jetzt da, wie
Luise sagte, wo eben eine Offenheit ist für neue Ideen. Es sind natürlich auch andere Konditionen, weil es gibt noch bezahlbare Mieten, also man hat Räume, das ist wichtig, man hat aber auch eine gewisse Freiheit, das ist auch wichtig. Und das ist aber wirklich diese Offenheit für neue Ideen. Deswegen, ich weiß es nicht, ob jetzt in einer anderen Stadt, wir wollen versuchen, sowas auch in anderen, auch in meinem Heimatland mal zu organisieren, weil es ist auch angesagt, mal ein bisschen mehr Phonetikliedern zu sprechen. Und ich bitte Sie auch mal mitzukommen. Aber ansonsten ist wirklich Berlin der Ort für solche Themen. Gut, und eine sehr ermutigende Botschaft, eben einfach zu fragen, weil mehr als Nein kann man niemals kassieren. Und offensichtlich Ihre Erfahrung zeigt, dass man meistens dann doch ein Ja sich abholt. Wie wollen Sie das weiterführen, wenn ich das auch noch fragen darf? Also zu sagen, wo wollen Sie in 10 Jahren sein mit der Konferenz? Oh, da werden wir das 10-jährige Jubiläum feiern, weil das werden wir einmal im Jahr machen, jedes Jahr mit einem anderen Schwerpunkt. Nächstes Jahr wird es am 19. Mai stattfinden. Schon 19. Mai, ja. Ja, aber wir werden auch kleinere Sachen organisieren, wie zum Beispiel über Restaurierung haben wir vor Ende Oktober eine kleinere Konferenz nur über Ethik und Restaurierung, weil das ist ein sehr interessantes Dilemma, was sich eben bei Restaurierungen von Fresken oder so in Italien und eben zusammen mit der Accademia delle Belle Arti von Neapel wollen wir das hier organisieren. Das ist aber jetzt, ich kann noch nicht ganz genau das Datum, aber also es sind viele verschiedene kleinere Projekte. Gut, ich meine, sehr verehrte Damen und Herren, Sie haben heute hier was ganz Besonderes erlebt, nämlich die Geburt einer neuen Idee, eines neuen Unternehmens und mindestens noch 10 Jahre gehenden, viel länger gehenden Veranstaltungsreihe. Vielen Dank. Danke Ihnen.